Dankeschön sehr für diese Klasse nehmen. Ich hoffe, das ist eine große Hilfe für uns. Wir sind so schaftig, dass Menschen sehen, noch mehr lernen von der Evangelium verspreiten, die Wahrheit machen Menschen, so Gott, Menschen können Gott kennen am Dein. Wenn ihr wollen, wir haben ein Buch, je kan merken in dat buik met deze klas, dat worden je ungen dat link ving, dat wordt een pdf zijn. En zo wanneer je niet wil, je kan bloos ook de video's nemen zoals je wil. Maar dankzij voor dat en God te zegen. Voor het nächste hier aan waar dat evangelium metdeel. Waar de ervaring metdeel met mensen. En we merken in buik, en we hebben aangevangen met dat, maar wat een buik zijn, worden bloos vele timers wat we willen hebben, worden bloos de kost dat buik nemen en dan dat buik brukken te metdelen. En zo kost bloos dat buik doorgaan. En we waren van vele timers, en zo die wat met ons top schaffen doen. We waren deze beker gaan, en die kost materiaal, en een mens vraagt, ik wil weten hoe in de kerk te vingen, kost erg gaan. Ik wil weten waar Jezus aan te nemen, kost erg gaan. En zo we waren die beker, maar die zijn niet bloos omdat wie die brukken bij onze eventos, vielleicht willen je zo'n beker starten in je huis aan. Vielleicht een van je kinderen heeft vielleicht een vrouw, of een broer en zuster, of ergens wat. En zo we waren deze beker, die zijn nog niet rijden, maar we waren deze beker rijden merken. Zum Brücken, wer sagt, ich weiß nicht, wo fange ich an, wo gehe ich wieder mit der Evangelium mitteilen oder irgendwas anderes mitteilen. Und so, wir wollen diese Beker reinmerken und wir wollen die nächste Zeit hier reinhauen. Aber ich will bloß ein bisschen, wo tun wir das Evangelium mitteilen mit Menschen? Und so, wir wollen bloß ein bisschen dahin, das ist bloß ein Weg, das ist ein Fehlweg. In Johannes 3, Jesus braucht den wahre Geburt. Und er sind viel Wege. Und ich habe viele in meinem Kopf, was ich brauchen will, über die Jahre all gebraucht. Ich tue das oder das, und dann gehe ich von einer Vers, und dann gehe ich hier hin. Ein Ding, was der Säuer-Fan ist, und ich will das nicht vergessen zu sein, nehmt ihr eine Bibel, was ihr brauchen will, und dann habt eine Vers, wo ihr anfangen. Und so, das ist meine Vers, wo ich anfange. Und dann, eine gewone Vers, gehe ich dann wieder, du bloß bis hier handschreiben. Und dann, von dieser Vers, gehe ich noch die Vers. Und dann bei der Vers schreiben je die nächste Vers an. Und dann bei der Vers dann je die nächste, und dann können je sie bloß so durchgehen. Und so, wenn ihr dort in der Bibel habt, dort sei ein Fan, especially zum Anfang, und er weiß nicht, wo gehe ich hin von dieser Vers, oder? Dann hast du bloß krack bis die Vers abgeschrieben, dann weißt du, die nächste Vers anzugehen. So, das ist ein Weg, Fan, zum ein bisschen lernen, wenn er durchgehen hat. Und so, aber weil wir hier mal durchgehen, Introduction. Start by telling them that God wants to save them. And so, hier kommt ein Mensch zu mir und sagt, und ich wollte am Reden von der Erfahrung, oder ich will eine Frage von der Erfahrung. Das erste Ding, was ich sage, ist, Gott will dir raten. Gott will haben, dass du das ewige Leben hast. Gott will dich kennen. Gott will dich nie merken. So, ich denke, ein bisschen so statt, dass wir einen feinen Grundstein haben. So, wenn wir durch Dinge reden von Sinn und Brems, Gott will am Raten. So, ich denke, wo ist den Grundstein liegen? Gott will dir raten. Gott hat eine Life für dich, Gott will dir raten. Und so, das ist das erste Ding, was ich gewöhnlich sage, dass die Menschen bloß dort wie ein bisschen Grundstein haben, zum Wiedergehen. Und so, dass sie weiten, wir wollen von mehreren Sorten Dinge reden, aber ich probiere nicht weiterzulesen, ich probiere, dass sie das können verstehen. So, das erste sage ich, Gott will dir raten. Dann explain a very short form. Und ich sage bloß, Gott will dir raten, aber das sind ein paar Dinge, die sehr wichtig sind, dass wir die annehmen und verstehen, und dass wir können die Ratung annehmen von Gott. Und so, das ist sehr wichtig, dass wir verstehen können, dass wir Sünder sind, dass wir verstehen, was Jesus getan hat. Einmal ein klein bisschen sehr kalt sein, das sind sehr wichtige Dinge.
And so then next says, let them know that there are important aspects to receiving salvation. So dann sagt er dann, das sind einige Dinge, die sehr wichtig sind. En dat is wat ik wil helpen die van jou verstaan, dat die deze wichtige dingen weer kan verstaan, zodat die kost daaraan aannemen. En zo, blijf weten laten dat de dingen zijn, wie moeten er doorgaan. En dan, wat het zegt, go point by point. So, er zijn meerdere dingen, en ik wil die deze meerdere dingen wijzen. En waar we mal aanvangen, ik wil die bloß deze dingen die wijzen, dat die kost verstaan. En so dan vangt hij aan met point by point doorgaan. So het zegt point by point and says, have them answer on each point and acknowledge their belief. So wanneer ik toen mensen reden doe, en ik wil gaan dat hij zal verstaan, ik kan dus zeggen, alles wat die mensen doen is Jezus aannemen. Oké, doe dat. Maar wat meint dat, hè? Einige mensen die doen bloß Jezus zaten wat zij al leven. En zo vele mensen, wanneer het bloß zegt, oh die moet bloß Jezus aannemen, oké, dan doe ik dat. Oh die moet bloß beden, oké, dan doe ik dat. En zo wat meint dat? En zo we moeten dieper gaan als bloß dat, wegen hier, especially in Mexico, Katholikos, oh, ik kan bloß Jezus waren bij mijn religion bieden, oké, doe ik waren nog een. En zo, en je moet oppassen dat, wanneer de mensen reden dat jedes Mal, wanneer een punt merken dat zij dat verstaan kan en met aanverstaan met dat. Ik zei niet bloß, oh die besten zijn daar, dan ga ik weer. Wegen ik moet dat hij dat ook leven dat. En dat hij dat verstaan kan wat dat is. En zeg dan niet bloß deze points durchgehen en op één waar we beten. No, jeder Punkt moet einer Sache merken, dat hij kan verstaan wat einer sagen dat. So einer dat ein Ding klar merken. En so dan sagen, kannst verstaan wat ik sagen doe? Blijfst du wat ik sagen doe? Is dit op eerst te die? En so zeg je, no, ik leef doch gleich. Dann gehen wir gleich wieder. Dann sind wir fertig gekriegt da. Wenn ein Mensch nicht lebt, dass er ein Sünder ist, oder dass er verdammt ist, wegen er ein Sünder, dann helpt das nicht wieder gut. Was ich dann würde tun, dann würde ich bloß sagen, well, Gott lebt die und er will die raten. Aber Gott kommt für sinnvolle Menschen. Und wir sind alle Sünder für ihn. Und was das meint das für Gott, dat wir sind verdammt bij hem en dat is voor die best. En ik wil voor die beden. En ik wil gaan dat dit zal eerst worden voor die. Maar wanneer die dat niet leeft, ik kan die dat niet merken leven. En zo dan ga ik euch wieder. We moeten dat weten. Er zijn vele mensen wat leven, ze zijn geraad, maar ze zijn van wat geraad? Van den slechten dag wat ik laatst had. En zo, van wat zijn die geraad? En zo, met jeder punt moet hij een beetje, dat hij dat verstaan kan, van wat hij redt. If they do not understand and give the wrong answer, explain again. So wanneer vragen, en ik zeg niet, en ik geef die niet de antwoord. So wanneer ik wat doe, ik vraag die en dan die moeten mij antwoorden. Ik wil niet de antwoord geven, wanneer ik de antwoord geven, zij 6 Stunden bloß maar aan. En zo eine moet een vrouw vragen en dan moeten die antwoorden. En wanneer ze de rechte antwoord geven, dan verstaan ze niet. Dan moet hij naar teruggaan en zeggen, oh, wel we waren gaan, wegen dat is niet wat de Bibel meint. Dat is niet wat de Bibel zegt. En zo moet hij teruggaan. Zodat ze dat actually kan verstaan, wegen wanneer ze op een enge Entscheidung merken, ze weten kracht van wat van Entscheidung ze merken, ze weten wat dat meint. En zo, if they are not willing to acknowledge or believe with the point, then go no further. And so, do not answer for them or give them the answer. And so, wegen dat zij alleen die besten zijn daar. En oké, ja, ik zie. Maar wat meint dat?
En zo best je door zeker merken dat die verstaan kan en dat die dat leven doen. En zo nu heb ik hier, ik heb hier 7 punten wat wichtig zijn. Nummer 1, the state we're in is natural people. Het eerste ding wat we moeten verstaan is, in wat van plaats zijn we natuurlijk? Wel, er zijn 2 dingen wat wichtig zijn. Dat we zijn zinder geboren. In Römer 5:12 is een van de taaks voor dat we zijn, de zin, de natuur van Adam, hebben we aangenomen door ons natuurlijke geboorte. En zodat ik zie een zin daar. En ik geef je weinig, wanneer ik zei dat, het eerste ding wat wichtig is, dat we zijn zinder. En dan zei ik, wat meint dat? Dat meint dat we natuurlijk zin doen. We zijn niet zinder wegen we zin doen. We doen zin wegen we zinder zijn. Dat is wie we zijn. Dat is wat we natuurlijk doen. We doen zin wegen we zijn zinder geboren. En zo, dat klopt, we zijn zinder. En meest jeder mens wil dat toestaan dat hij een zinder is. En het tweede ding is, we zijn niet bloos zinder wegen we zijn zinder geboren. We zijn ook schuldig wegen we hebben zin gedaan. En in Römer 23, all have sinned and come short of the glory of God. Als een farge, maar er zijn vele fargen wat einer kan gebruiken. Maar dat ik zie schuldig voor God. So dat eerste, ik zie een zinder, wegen ik zie een zinder geboren. En ik zie schuldig, wegen ik heb je zindig voor God. Dan würde ich sagen, glaubst du das? Jo. Glaubst du, dass du was verdammt für Gott? Oder dass du ein Sünder bist? Dass du ein Sünder stehst für Gott? Jo, glaubst du das? Und so dann, das erste ist, wer wir sind. Und ein Exempel, und das zweite, und dann page number 12, the consequence of our sin. So nu versteht zij, nu versteht zij, ze is een Sünder geboren. En als schuldig, wegen hast gesündigt für Gott. So du weißt, du bist ein Sünder, du hast gesündigt für Gott. Okay, nu wollen wir mal ein klein bisschen von reden, was hilft uns dort? Was bringt uns dort für Gott? En so dan, hier heb ik ook wat versen, Römer 6, vers 23. The wages of sin is death. De tolling voor zin is dood. So dan, kannst du verstaan dat du stehst als een zinder voor God en de tolling voor die zin is dood. Niet bloos physische dood, maar eeuwige dood. Dat is de tolling voor die zin. Dat is wat du schuldig bist voor God. En zo, kannst du dat verstaan? Wanneer niets passieren dat, en du wirst sterven, du wirst naar de hel gaan. Dat is wat du stehst voor God. En zo, ik zei, ik vang aan met dat God wil die raden wegen einer met den Grundstein, maar dan moet hij een beetje wegen Menschen willen van al die soorten dingen geraad zijn. Moeten verstaan dat ze zijn verdammt voor God. Dat is er condition. Dat is wel, en ik wil zeggen, eens wil zeggen, dat heet zich zeer graf, maar we reden niet van wil ik en du dat zijn. We reden van wat God dat zegt. En zo dan, dit is wat God de zin zegt. Hij zegt, de betaling voor die zin is die dood. En dan heb je de Openbaring 20 vers. En zo, en dan kan deze versen brukken. En dan het nächste, dan zeg ik, oké, nu willen we nog een beetje de andere zijde ook nog zijn. De andere zijde redt van Jezus, de substituut. Jezus
in ons Platz. En fijne Fargen Tim dort, wegen die sagen, dort liegt Reimer 5 von 6 bis 8. Sagt dort, wenns wie noch in onze Sinn wären, oder wenn wir in onze Sinn ben zijn, dann Jesus starb für uns. Und dann würde ich fragen, so für wem starb Jesus? Für uns. Und ich sage, er starb für mich, aber er starb auch für die. So Jesus starb nicht für sich selbst, er starb für uns, wenns wie in onze Sinn ben wir. Und so du gehst jetzt die 3 Versen, lest die du bloß. Und ein Ding, wenn einer die Bibel hat, du nicht Menschen die Bibel so verlesen. Emma, kick mal hier. Und so, ich gewöhnlich nicht das verlesen wegen, okay, dann denken sie, was lest die da anyway? Aber eine, kick mal hier, wollen wir das mal lesen? Dann die Versen lesen. So ja, und das ist auch sehr fan. Wirst du diese Versen hier mal lesen? Das ist sehr fan. Ja, ein sehr fan, da war ich da. Und so, dass sie weiten, du redest nicht von deinen Gedeihen, oder weil du redest, die kicken nur Gott sein Wort. Aber kick mal, Jesus ist für uns gestorben. Und ich würde sagen, dort ist der gute Nachricht. And then explain how Jesus took our place. Ich würde auch und sagen, ging jemand nach der Schule? Ja. Haben Sie noch mal einen Substitute Teacher? Ja. Ich sagte, der Teacher nimmt den Platz von den anderen Teacher, wegen der andere Teacher wird nicht da. Ja, korrekt. Ich sagte, korrekt, das ist, was Jesus sagt. Der nimmt unseren Platz. Der starb in unseren Platz. Und so, die starb für uns in unserem Platz. Und dann, das nächste ist, the requirement for repentance. Und ich brauche gewöhnlich 2. Petrus 3,9, ich brauche die Verse verken. Dort sagt, dass Gott ist nicht bosig, wegen er will, dass alle Menschen sich bekehren. Dass keiner verloren geht, aber alle Menschen sich bekehren. Und ich sage, guck mal, was das hier sein hat. Wenn ein Mensch sich nicht bekehrt, dann geht er verloren. So jeder Mensch muss sich bekehren. So ich sage, wir haben ein bisschen Grundstein, wer wir sind Sünder, wir sind schuldig vor Gott, wenn wir haben gesündigt vor Gott. Der Sinn bringt den Tod. Wenn wir kriegen, was wir schuldig sind, wir haben den Tod. Jesus starb von unserem Platz. Okay, nu ist das. Dann sagt er, no, wir müssen uns bekehren. Und ein bisschen, was das meint, ich habe gleich hier ein kleines bisschen abgeschrieben. It is a two-sided acknowledgement. Acknowledging the issues of our sinful ways, that is, them that have indeed caused condemnation in their lives. So das ist das erste Ding von Bekehren, auf 2 Seiten. Das erste Mal, wir tauschen, dass unser Sinn uns verdammt. And secondly, acknowledge that God is right and our only hope. God says that repentance must lead to truth. And then du hast, ich weiß gar nicht, die Vers hier, aber das 2. Timotheus 2, Vers 25, dort sagt dort, repentance unto the acknowledging of the truth. Die bekehren, bad wie die Wahrheit tauscht uns. Ich sage, bekehren hat zu tun, dass wir loslassen, all unsere Sinn und all unsere Falschheit. Und dann annehmen die Wahrheit von was Gott sagt. So ich sehe, wenn die was sagen, oh, ich will Jesus, aber ich will den Weg nach meiner Religion. Oder ich will Jesus und ich will den Weg nach meinem Sinn. Ich will Jesus und ich will das. No. Wir müssen uns bekehren. Wir müssen loslassen von all das Falsche, all das, was uns gegen Gott gesagt hat, dort loslassen und dann die Wahrheit annehmen von Gott. Ich sehe, das ist bloß ein bisschen Bild, was das reden hat von Bekehren. Und dann Nummer 5, dass wir müssen glauben.
Ich lege Johannes 3,16 gesagt, dass Gott hat ihn sehen gegeben, dass wir immer an Life, was nicht verloren gehen, aber dass wir leben. Aber les mal von Vers 10 bis Vers 21. Das ist der Kontext. Die ersten Versen reden, dass wir nicht bloß leben, so wie ein Bruder würde leben, aber dass wir machen, Jesus sagt, ich komme vom Himmel und ich rede von himmlische Dinge. Er sagt, er konnte die reden von weltlichen Dingen, und die wir schon schworen, Titan im Leben, aber ich rede von himmlischen Dingen. So ich sage, es ist nicht bloß Leben, das wie ein Bruder, aber dass wir leben, was Gott sagt, was er sagt, wer er ist, dass wir annehmen, was Gott sagt von uns. Und dass wir an Jesus leben. Und das sagt er, wer in Arm bleibt. Das sagt, ich sage, viele Menschen leben Jesus aus oder Jesus hat das getan, aber das meint uns Glauben in Jesus nehmen. Uns Leben in Jesus nehmen. Es sagt, depender, confiar in ihn. Und so wir müssen uns glauben, nicht bloß Jesus ist, ich glaube, was er sagt, aber dass ich mein Glauben in Arm nenne, dass Jesus ist mein Eingeweih. Und so dass wir müssen glauben, dann wir sagen, wir müssen ihn annehmen. Dann sage ich, du kannst alles glauben, alles tauschen, du kannst alles weiten von Jesus. Das wird ihn nicht halten. Jesus halbt ihm mal, wenn er hier ist in dein Leben ist. Dann 1. Johannes 5, 9 bis 12, aber Johannes 1, 12. Da wer am angenommen hat, den jaft er dort Reich zum Gott sehen. So ich sehe das eng, du musst Jesus in dein Leben haben. Nicht bloß weiten von Jesus. Oh, ich lebe an Jesus. Ich sage, ja, du musst leben. Aber die muss haben in dein Leben haben. Und ich sage, das sind viele Menschen, die würden gleich in der Erfahrung unternehmen, können nicht. Warum nicht? Weil sie wollen Gott nicht in ihr Leben. Sie wollen die Erfahrung, aber nicht Gott. Und ich sehe, du kannst nicht die Erfahrung haben, wenn du Gott nicht in dein Leben hast. Und du musst Jesus annehmen in dein Leben. Und ich sehe, in den Tag, wo du Jesus in dein Leben hast du das ewige Leben. Und so bloß durchgehen, aber was wichtig ist, dass Menschen verstehen, das ist nicht bloß von hier durch ein Hüpfen und dann gehen wir wieder. Einmal früher Menschen besser Rat? Ja, ich sehe, mal von was besser Rat? Und das ist interessant, was dann hier nicht, eh? Ich sehe von der Hell gerat. Gott rat mich von der Hell. Von der Hell. Und so das ist wichtig, dass wir verstehen können, die Ratung ist von der Hell. Gott rat uns von alles was Dinge, aber das ewige Leben, die Ratung ist von der Hell. Und so dass wir dort verstehen, so jeder Punkt. Und so ich sage, wir wollen Beker merken, und wo ich am besten dieses Stück durchgehen, ich brauche bloß lesen, und dann ab eng erst die Frau, was wir Frauen tun, und so wir wollen das merken. Aber wenn du nicht weißt, wo das Evangelium klar zu merken, die Menschen dann lehren. Lehre ich dort. Brauch diesen Weg, brauch den Weg, lehre ich dort. Merk die Reihe dafür. Und so, wenn die der oben ist, und wenn die der nicht aufgeht, Gott sagt, go in die ganze Welt hin. So ist nicht, dass wir machen beten für eine Obne der. Das ist eine ganze Welt, sagt er. Predigt das Evangelium zu jeder Mensch.